Zu den Jiden in Boston und Umgebung seid begrüßt. Alle Mittwochabend von 7:30 bis 8:30 könnt ihr hören ein jüdisches Radioprogramm, das jüdische Kol, auf der Station WNR 1600 AM Brookline, was bringt euch alles auf Jiddisch, sei von Reklames bis Unsummen, bis Musik von der größten weltberühmten Chazonim, Volks- und Theatersänger und von den neuesten Schaffungen von den Quizboren von der ganzen Welt. Wir haben euch lebendige Gäste, Schreiber, Dichter, gebildete Persönlichkeiten und gesellschaftliche Führer, von denen wir können sich viel lernen. Wird größer haben von dem Programm, sagt eure Freunde und Bekannte, wegen dem Programm des jüdischen Kol sollen sie euch hören und Nähe haben. Hocht sich alle Mittwochs zu von 7:30 bis 8:30 Abend das jüdische Kol-Programm auf WNR 1600 AM Brooklyn und hat Nähe. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brooklyn. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Kol Israel von Jerusalem, die jüdische Auditie. Kol Israel von Jerusalem, Shalom euch alle unsere Zuhörer, Rosen Dinais von Tag, gelehnt von Avrom Sachs. Erziternisch in Italien. Die Zollgeargete von dem Erziternisch eigentlich in der Früh ist 73. Mir rechnet, als die Zoll wird noch eher werden. Hunderte Menschen seien verwundet geworden und andere Tausende Menschen seien geblieben ohne Dach. Die drei Städtler, wo seien am meisten gelitten, seien Amtriza, Akamuli und Fextara del Toronto. Die Rettungskäufer proben herauszuziehen die Leben gebliebene. Der italiener Premierminister hat erklärt, dass seine Regierung wird nicht verwahrlosen, kann Shum Yishev die Familie, wo seine gelitten in Erziternisch. Ein Terrorattack, ein Palästinenser hat gestochen und sehr leicht verwundet ein Soldat. Der Soldat ist spezialisiert geworden und danach ausgelöst geworden von Spital. Der Terrorist ist erschossen geworden. Der Bürgerkrieg in Syrien. Russland hat ausgedeckt dort von der Aktie, was Türkei hat lanciert, ein Früh beim Grenz mit Syrien. Spezielle Einheiten von der türkischen Armee mit Tanken und Aeroplanen haben angehoben eine koordinierte Attacke Tag mit der Stütze von der internationalen Koalition in Spitz von den Vereinigten Staaten gegen die islamische Medina-Terrororganisation. Assads Regime hat früher verdammt den Angriff und gesagt, als das ist eine ausgesprochene Verletzung von ihrer Souveränität. Die Aufständler, die seien gestützt von Türkei, seien rein in der Stadt Jarblus, was Art beim Grenz mit Türkei und ist bisher gewähnt unter der Herrschaft von der islamischen Medina-Terrororganisation. Türkische Jedidiagenturen haben niedergegeben, also Kolapoches 46 Terroraktivisten von der islamischen Medina seien geehrt geworden, sind Ronib von der militärischen Operation Vertog. Die vorausgesehenen Temperaturen bei Nacht und Morgen. In Jerusalem von 21 bis 31, Tel Aviv 25 bis 32, Haifa 25 bis 29 und in Elat von 28 Grad ein bei Nacht bis 41 morgen Mittagszeit. Das ist gewesen der tägliche Bericht von der jüdischen Auditie. Unsere Audities kommen her euch auf unseren Webseiten unter dem Namen Kol Israel bei Jiddisch, die jüdische Auditie von Kol Israel. Zu den Jiden in Boston und Umgebung seid begrüßt. bin ich mir auf Furman
und hab mir a paar Ferdelech, Hodlers Gortzweg. Viel Sommers, viel Winters, viele Hitzen und Kälten, schon durchgemacht hab ich mit sehr. Mein Heim ist das Feld, mein Bett ist der Boden, a Beitschel zu schmeißen, die Pferd sollen trocken, durch Sand und durch Blut. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNA 1600 AM Brookline, das bin ich mehr in Studio. Und in etlichen Minuten herum wird ihr hören Zugabe von unser sehr guten Freund Motto Morstein. Aber derweil hört die schöne Musik. Und die Räders triefen, mach ich mit den Lieben, wie ja. Heint, wenn ich sitz mich vertracht auf der Kellne, und glätt von meinem Bärbel die Haar. Weist sich mir raus, als die Samt von die Räder verschieden a Jahre nach a Jahr. Ich betracht mir die Pferdler, dem Schwarz und Weißen, ich heb sie und treiben und pfeifen und schmeißen, durch Sand und durch Blotte, kols meine Kojak ist noch da. Sing ich mir a Liedl, heida. Und die Räder skripen, mach ich mit den Lieben, wie ja. Heint, wenn mein Pony missfuhl, scheu mit Knätschen, und groß ist geworden mein Kopf. Doch meine Hände seien starker von Eisen, sie losen die Leites nicht ab. Gesund sollen sein, die Hände nicht mehr solles, erdalech fliege. Nicht kein Feulers, durch Sand und durch Blotte, als man Kojak ist noch da. Sing ich mir a Liedl, heida. Ziehen, und die Räder skripen, mach ich mit die Lieben, ja.
Als ich will, sag ich asher yotzer Sodom bechokmo. Und als ich will, sag ich asher yotzer Sodom bechokmo. Väter, wer seid ihr? Ich sie weißt ihr, wer ich bin. Ihr seid Abraham Shmuel Seidem, welcher handelt mit Leder. Was mir für Leder, wenn mir für Leder, mein Tate hat nicht gehandelt mit kein Leder, und mein Seide hat nicht gehandelt mit kein Leder. Was kehr ich mir an mit Leder? Ich sie weißt ihr, wer ich bin. Ihr seid Josu Berseidim, welcher handelt mit Federn. Was mir für Federn, wenn mir für Federn, mein Tate hat nicht gehandelt mit kein Federn, meine Babe ist a viele nicht geschlafen auf kein Federn. Was kehr ich mir an mit Federn? Ich bin schon wer ich bin. Ich weiß schon wer ihr seid. Mir dacht sich, ihr seid a bissel achasen und a bissel anna. Oh, ta ta ta, ta 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 ta.
Tachasne bin ich und Tage und Heven und Salz und Pfeffer und Schmalz, wo nimmt man Mehl auf machen die Warnetschkes. Auf Katschen die Warnetschkes, a lokschen Brett auf Katschen die Warnetschkes, und Heven und Salz, und Pfeffer und Schmalz, a lokschen Brett auf Katschen die Warnetschkes. Aufzubacken die Warnetschkes, und Heven und Salz, und Pfeffer und Schmalz, am Neuven aufzubacken die Warnetschkes. A Boche, wo nimmt man a Boche? A Boche rauf zu essen die Warnetschkes, a Boche rauf zu essen die Warnetschkes. Als ich bin allein und Salz und Pfeffer und Schmalz, a Boche rauf zu essen die Warnetschke. Auf meine Knie, gut so zu liegen, kleine Kinder schlafen ein, Größe darf man wiegen.
Süße spielen nur mit sich, Musen ewig spielen. Ob nicht meure, ich bin doch, will dich nicht verstoßen, hast schon heim genug geredet, wie es passt da draußen. Ungeweint und ungeklagt, ich will dich verwiegen, leg dein Kopf auf meine Knie. Es ist gut, euch zu lieben. Was machst du etwas Meuschelech, der kennt dich noch im Blick. Du bist gewesen mein Chaberu mit Jahren lang zurück. Und noch in Cheder haben wir gelehrt, Lambanand, Gott steht vor mir der Welt. Ihr hört, das ist Jiddische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist zunächst Meir David und mein Kohl hört hat ihr gehört alle Lieder in der Ausführung von Misha Alexandrovich. Und in einer Minute rum wollen wir spielen an der Weiterzugabe von unser guten Freund Mark Mottel Murstein, was hat übergeführt ein Lied von Polish auf Jiddisch. Es ist laut Mottel ist es nicht so gut bekannt wie Jewtuschenkos Babi Yar, aber meint, als es hat euch einen Platz in unserer Geschichte. Es wird sein zum Herzen bei Asach Jiden. Und keinmal nicht übergesetzt von Polish auf Jiddisch bis daher. Und nachdem wird singen ein populär Volkslied oder ein Tango, was ich habe nicht keine Rekodierung von dem derweil. Ich weiß nicht, sie hat das rekordiert. Das ist sehr gut. In der zweiten Hälfte vom Programm wollen wir weiterhin ein bisschen Musik von Kompaktdisklach und solchen Sachen und dann hören einen Auszug von nicht sehr lang zurück übergegebenem Interview mit die Redaktorin von einem neuen Englisch-Jiddisch-Wörterbuch und wir wollen haben ein paar wichtige Annoncen wegen ein kommender Programm in Zusammenhang mit dem. Ihr hört das Jiddische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline, das wird zunächst Meir David und ungefähr kennt mir klingen jetzt im Studio 617-350-9931 617-350-9931. Tomer hat a Bakosche für Musik. Meuschele, mein Freund, hoi noch jener schöner Loch, bängt mein Herz noch Wie geht es dort in Bären, a brennende Rosmann, Salmele und Josele, viele Mal von See getracht, gehollend von euch kinderlich, gesehen sich in der Wind.
Herz noch ein. Heuer hinnehmt men zurück die Jorn, Mäuschel, mein Freund. Heu noch jene junge Jorn. Denkt mein Herz noch Jetzt ich singen ein Lied. Was teug mir zu sorgen auf morgen, zu verlieren den Ein und das Glück. Was teug mir zu trachten wegen Nächten, weil das in Nächten kommt kein nicht zurück. Sie ist nur eins geblieben, nicht darf sein zufrieden, zu wach, weil der Reint ist noch deins. Und am Nächten wird kein nicht zurückkommen. Und der Morgen, wer weiß, was wird sein. Ein bist du ein Kind, liegst noch in Wigel, bald wärst du ein Kalle, das Jugend verschwindt. Amane Abode, der Tod stellt sein Trieb, weil von Nächten beseint ist nur ein Minut. Was teug mir zu sorgen vor morgen, zu verlieren den Meint und das Glück. Was teug mir zu trachten wegen Nächten, weil das Nächten kommt kein nicht zurück. Sie ist nur eins geblieben, nicht darf sein zufrieden, zu lach, weil der Rhein ist nur deins. Und der Nächten wird kein nicht zurückkommen. Und der Morgen, wer weiß, was wird sein. Das ist ein Poeme, was hat umgeschrieben, aber bewusster polnischer, progressiver Poet, vor der Zweiten Weltkrieg. Ein größer Judenfreund, Władysław Broniewski, welcher hat den Krieg übergelebt in Palästina, wo sie es Norden geboren gescheuert. Die Poeme hat umgeschrieben noch ein Neustand im Warschauer Ghetto zwischen 43. und 45. Jahr, ich weiß nicht genau. Die Poeme hat übergesetzt von Polnisch auf Jiddisch nach Mordheim-Murstein von Brooklyn, Massachusetts. Für die polnischen Jiden, von den polnischen Städten und Städtlach, bin ich geschrien von Jausch. Sie haben gefallen, als wie ein Kampfbataillon. Die Warschauer Verteidiger vom Ghetto. Meine Wörter im Blut ist eingetunken. Und mein Herz ist in der Größe gewesen. Ein polnischer Verreich, die jeden polnische, ein polnischer wandernder Poet. Ihr habt euch gegeben, mal stehen. Und auf den Zöllner geworfen, was hat umgestellt seiner Macht zu zerstören euer Haus im Ganzen. Die Jochim von den Makkabäer. Euch hier seid fähig zu sterben und ohne den Kampf und Schumhoffnung in September beginnen. Und was man darf euch stützen wie in der Mazewe im polnischen
nicht sagen, unser blutig und vieljährigen Kampf. Jeder Mensch wird bekommen Freiheit, ein Stück Brot und Recht. Und neu kommen wird eine Rasse, der erste Menschen, edle Nodele. This is WUNR Brookline. Mit etlichen Minuten zurück hat gehört Übersetzung von einem polnischen Lied, übergesetzt zu Jiddisch von unser eigenen Motto Morstein von Brookline. Und danke ihm. Und hört jetzt unter mein Call Casco Bay Tumler von den 90er Jahren. Nicht sehr nahem CD, aber vielleicht noch einmal. Aber jetzt dürfen wir übergehen, noch einmal zu hören unser Interview mit die wunderlich schön angenommen Englisch-Jiddisch Wörterbuch von mit den Redaktoren Gitter Schachter Wischwanet und Herschel Gläser. Und sie werden interviewt, ob ihr hat es noch nicht gehört, von David Brown und Josef Lachman. Und meine zwei goldene Mitarbeiter. Und ich will melden, als über 8 Tage wollen wir haben ein Programm für euch, was wird sein, sehr genau zu hören. Letzte Woche sind wir gewesen bei der Jiddisch-Woche, angeführt von Jugendruf-Organisation in Copiague, New York.
Und dort haben wir rekordiert a jüdischen Chor für Lebendig Neulam. Und in Zusammenhang mit dem Herauskunft von dem neuen Englisch-Jüdisch Wörterbuch und es sind gewähnt euch etliche Mevinim von jüdischer Sprache und Wörterbücher befragt, haben wir gemacht ein Wörterbuchspiel. Ihr werdet hören das und es wird sein ein Vergnügen für euch über 8 Tage. Ich rekommendiere, ihr sollt sein und das wird euch anwärmen mit noch einmal hören oder das erste Mal hören unser feines Interview mit die 2 Chefredaktoren von dem Englisch-Jüdisch Wörterbuch. Ja. Ich will euch bedanken für eure prächtige Matone. Es ist eine wunderliche Sache. Ich habe das sonst gesehen. Dank für den Dank. Ja, Dank für den Dank. Und ich habe eine Frage. Es ist nicht gering, nur wir werden sie lesen. Mir ist klar, wo es war kolossale wissenschaftliche Wert auf das Wörterbuch. Nicht bei mir, nur andere euch. Aber David Fischmann hat Entschuldigt, ein paar technische Schwierigkeiten. Wir kommen zurück und wollen am Amschach sein mit Josefs Frage und dem Rest von Interview in einer Minute ungefähr. Wir seien absolut nötig, wer sie lernt, redet, schreibt Jiddisch. Kennt ihr nicht genau, Protemdiker, der Erklärung, wem in Verwurfsfahrer Zielen dient der Wörterbuch. Was darf der Lehner lernen, noch schreiben, noch ehren, nutzen dem Wörterbuch. Stellt sich vor einen typischen Lehner, unser Aid, was nimmt etwas ein Buch in der Zeitung, der Radio, Television, stellt da weg zu dem Wörterbuch, verdeugen und guckt da rein. Was war Literatur, darf lernen, Englische, also übersetzen sehr viel. Ihr habt mich verstanden? Ach, ich hoffe so. Ja, ist erstens, darf man sagen, als es ist schon gemacht 50 Jahre, wo es ein Wörterbuch Englisch-Jiddisch, ein Englisch-Jiddisch Wörterbuch. In Amerika, das ist gewesen Uriel Weihnachts Wörterbuch in 1968. Es ist gewesen ein äußergewöhnlich Wörterbuch. Es ist gewesen Englisch-Jiddisch, Jiddisch-Englisch. Und es ist gewesen eine äußergewöhnliche Sache, was Weihnacht hat geschaffen. Man hat es genutzt in den Klassen, man hat es genutzt, wer es hat gewollt wissen, wie man sagt, ein jüdisch Wort, hat gekannt euch sich ein Wort. Und das ist gewesen mit knappe 50 Jahren zurück. Ist erstens, Jens Wörterbuch ist nicht gewesen euchschäppig. Kein Schimm Wörterbuch ist nicht euchschäppig. Auf wie viel ich verstehe,
hat gedacht sein, ist das gewesen das erste Wörterbuch, was Weinreich hat gewollt schaffen. In so gesagt sein, ein Hemmschach oder eine neue, zweite, dritte Auflage, und hat zum Bedeuten nicht erlebt. In der Wörterbuch, das hat sich ungeheuben, es ist gewesen, Dr. Mordre Schächter hat das ungeheuben, hat es vertracht, es ist gewesen auf den Smach von, Gebäude auf den Smach von seiner Sammlungen. Hat unterschiedliche Sammlungen, verschiedene Terminologien. Werte, Schiesterwerte, Schnadereiwerte, Militärwerte, und so weiter. Was sind nicht daran in kein Englisch-Jiddisch Wörterbuch, zum größten Teil. Ich habe schon ein Wort du und ein Wort dort. Und das ist gewesen sein Ziel, als man soll versprechen, also seine Werte existieren auf Jiddisch. Man sei vertracht in Mislich Europa, es sind nicht neue Werte. Und das ist gewesen sein erstes Ziel. In Meschach von den Juden haben wir ich habe begonnen dem Projekt, wenn Menschen gekannt arbeiten auf dem, und mir gerät wegen dem, als bei ihm ist, man darf ein Wörterbuch, man darf nicht nur eine Sammlung, eine lexische Sammlung, man darf ein Wörterbuch. Und hat das sozusagen gegeben, seine Brüche, und ich habe 16 Jahre lang nach dem gearbeitet auf dem, auszubreiten, die Sammlungen heranzunehmen Werte, was man findet in einem gewöhnlichen Wörterbuch. Und für wem ist das gezielt? Wer sie will, handreden Jiddisch. Wer sie will, sagen ein Wort auf Jiddisch und kann es sich gefunden, nicht in Weihnachten, nicht in andere Mekoidem, kann es öfter gefunden bei uns. Unser Wörterbuch ist mehr wie 3-mal so groß, wahrscheinlich Lexik, und so hat Idiomen, und Wörter, und Idiomen, und Ausdrücken, und mir interessiert das sehr viel, auf wie viel möglich heranzunehmen, wo es mehr handzartige Termine, wir sind alle Amerikaner, Termine und Werte, was man nutzt in der heutigen Amerika. Und es ist manchmal speziell wird auf dem Lernen von Jiddisch. Das ist nicht für den Mensch, was lernt jiddische Literatur und will euch sich ein Wort. Also ein Mensch darf ein Jiddisch-Englisch Wörterbuch, was wir haben, Baruch Hashem. Dus, unser Wörterbuch ist ein Englisch-Jiddisch Wörterbuch. Für Studenten in Klassen, für Tates und Mames, was willen aufhaben, wenn sie ihre Kinder. Und für den Stamm Jid auf der Gas, was will wissen, wie er so immer sagt, das Wort. Ich habe geantwortet eine ganze Frage, aber... ich habe geantwortet eine Frage. No, ich was gewissen, nennt das typischen Lehner oder Zweier Aid, was nützt dem Wörterbuch? Was für Literatur darf er lehnen auf Englisch, das nutzen sich dem Wörterbuch auf Jiddisch? Was für ein Ziel? Versteht er Englisch? No, erstens, wenn sie will etwas übersetzen von Englisch auf Jiddisch, ist das ein greater Mucker. Bederig klar sind Übersetzungen beim heutigen Tag von Jiddisch auf Englisch. Man will übersetzen Literatur. Jemand hat ein Bobbeseide auf dem Brief von Bobbeseide auf dem Beide. Man will verstehen, was ihm geschrieben. Man will es übersetzen. Aber das ist echt von Menschen, die will übersetzen von Englisch auf Jiddisch. Was du aus einem Fall machen, sag ich. Aber wie gesagt, ist der heute viel nicht. Es ist gicher das aktive Jiddisch reden. Ja, ich kann zugeben, was. Ja, ich kann zugeben. Ich bin zufrieden mit der Enter und noch einmal ein größten Jaschakoyach von dem größten Revania, was hat gegeben sehr feine Resultaten. Ich nehme herum in Kuschreich und seid mir gesund und glücklich. Ashenem, danke. Ich will übergeben das Telefon David. Dank, Josef. Größten Dank. Und Chaverim, Gittel und Herschel, ich nehme euch echt darum und ich bedanke gorherzig. Es kommt euch der Größte, der Schönste, Jaschakoyach, auf ungeheuer Größen Uftu. Ich habe vor die Augen dem Bandeieren und ist äußergewöhnlich schön, äußergewöhnlich reich mit Inhalt. Und lass mich auch fragen, jetzt der Herschel, du hast etwas gewollt zugeben, dachte ich, zu dem, was Gittel gesagt. Ich habe gewollt,
wollte noch zugeben, als der Chilik zwischen dem jiddisch-englischen armäischen Wörterbuch von Weinfeld und Bochner und unser Wörterbuch ist was, ob man will übersetzen von Jiddisch auf Englisch oder man will lernen die jiddische Literatur, ist das ein bisschen mehr passiver Zugang. Ich als unser Wörterbuch hat mehr einen aktiven Zugang. Für die, was vielen Tage reden Jiddisch und wie Gittel hat gesagt, haben wir einseitige Terminologie, die man soll können herausbringen, einseitige Gedanken, wegen einseitige Sachen, wegen einseitige Unionen und das ist mehr aktiv. Versteht sich, als wenn du eine Sache mehr passive Benutzer von Jiddisch, was wir übersetzen auf Englisch oder Stammlein in jiddische Literatur, aber wir sind Bali betochen und wir hoffen, als was wir wollen reden Jiddisch. Das ist eins. Ein zweiter Zugang wurde gesagt, es ist nicht nur für Englischkenners von daheim. Also wie wir haben nicht so viele Wörterbücher von anderen Sprachen auf Jiddisch, weiß ich, also es wird nicht kommen euch Französisch-Reders, Polisch-Reders, Russisch-Reders, die, was haben nicht keinen direkten Zutritt zu Jiddisch, werden sich benutzen mit dem, wir haben einen indirekten Zutritt durch unser Wörterbuch. Ich bin sicher, als ich will das weisen meine Studenten da, morgen in Klasse und wir haben nicht keine Exemplare da, was ich soll sie können verkaufen oder vielleicht weggeben, nur ich meine, als der Kulturcenter da wird sich schaffen ein Exemplar, weil wie gesagt, kein gute jiddisch-polnische Wörterbücher, nein, polisch-jiddische. Es ist da ein polisch-jiddisch Wörterbuch, aber nicht auf eine hohe Madrege. Und also viel von die, was lernen sich Jiddisch da, kennen euch Englisch, ist, wie gesagt, direkt wird es für sie euch haben einen größten Nutzen, meine ich. Lass mich euch beiden fragen, Gittel, du hast sehr lange gekannt dein Taten, dein ganzes Leben. Herschel, du hast gekannt Mordechai Schechter, gut etliche... Ein Halbleben, gut etliche Jahrzehnlich. Wie ist gewesen zu bearbeiten, das ist eine breite Frage, ihr werdet entfernen, wie ihr versteht, wie ihr wollt. Wie ist gewesen zu bearbeiten sein Werk, zu nehmen in der Hand sein Manuskript, sein Kartothek und weiterführen sein Cholem? Ich bin gewesen dort beim Unheb von dem Projekt. Herschel ist gekommen ein bisschen später, und Chavalapin ein bisschen später. Zuerst ist es gewesen mit Kartlach, und ich habe in den 1990er rübergeführt die sämtliche tausende Wörter, was dort gehabt, von der Kartlach auf einem Computer, mit das gedacht computerisieren. Kein originelles Manuskript ist nicht gewesen zu halten in der Hand. Das haben wir allein geschaffen. Seine Sammlungen sind gewesen reue Sammlungen, was hat noch gehofft, zu kommen zu dem in Redaktieren. Ist Helfen der Arbeit, ist gewesen, mamisch überzukicken, jedes Wort, in seinem sicher, als der englische Äquivalent, was der Tate dort sie gegeben, was Dr. Schechter sie gegeben, ist gewesen der Pasika. Chavalapin hat übergekickt, dem Manuskript, was ist raus von unserem Computer. Sie hat übergekickt, ihr seid Michael, übergekickt alle 26 Oisies, etliche Mal, gemacht Kommentaren, zugegeben Werte, gemacht Kommentaren, was klingt richtig, etwas klingt nicht richtig. Und nachdem was wir geendigt, ihre Arbeit, was das hat gedauert, etliche Jahre, sind wir gefunden weiter, und redaktiert, alles in einem. Es ist mal gewesen schwer, weil wir haben nicht gewusst, was Dr. Schechter hat gemeint mit etwas. Ist nicht gewesen zu fragen. Und das sind gewesen die schweren Momente. Wir haben gedacht, verschließen, sie wollen etwas herannehmen, sie machen mich auslassen, weil sie sind nicht gewesen klar, was das ist. Es ist gewesen kompliziert. Und später versteht sich, dass sie gekommen tausende andere Werte, wo es nicht gewesen in seine Sammlungen. Und das ist gewesen ein besonderer Teil von dem Projekt, was ist gekommen erst nach dem. Herschel, du willst etwas zugeben? Ich kann zugeben euch als befragt, wenn es sich wegen
englische Terminen, wo es haben nicht gar keinen fertigen jüdischen Äquivalent, hat wie viel ich verstehe, weil ich habe nicht angeguckt die Kartotheken, also gedenke ich von, das heißt, jetzt nicht angeguckt, aber ich gedenke von früheren Jahren, hat einmal angeworfen etliche mögliche jüdische Äquivalenten, haben wir gemusst einmal auskleiben, sogar, ob wir sind mit keinem nicht gewinn zufrieden, haben wir gesucht zu schaffen etwas Besseres. Haben wir nicht Blinderheit als reingenommen, aber wir haben gemusst verschließen eine nachher, und wir haben das geprüft, also wie wir meinen, dass wollte gewollt. Es versteht sich, können wir ihm nicht fragen, sie ist damit zufrieden. Wir können auch hoffen, dass, ob es da jene Welt, weißt du wegen dem, und ist ja zufrieden. Ja, richtig. In der Fall ist der Intertitel von dem Buch basiert auf der lexischen Arbeit von Mordgeschichte, weil es ist nicht, nicht wird mir gekannt werden, redaktiert von Mordgeschichte, aber zum Bedeuten haben wir das nicht gekannt werden. Trotzdem haben wir einen anderen Titel, weil sein erster Titel, was hat in dem Wort früher, was ist nicht da rein, ist gewesen, wie wollte mir gesagt, auf Jiddisch. Richtig. Und trotzdem hat sich geredet wegen einem Titel, das Jiddisch vom 21. Jahrhundert. Wir haben beschlossen, auszukleiden einen anderen Titel auf den Smach von dem jiddisch-englischen Wörterbuch, was ist auch mit 3 Jahren zurück. Und ihr habt angenommen einen gar anderen Beschluss gemacht, eine Revolution, dachte sich mir in eure Pläne, mit dem, was ihr habt verbreitert, also verbreitert dem Heikif vom Wörterbuch, ja? Ja. Das gewinnt auf uns Mach von was, von wann hat ihr geschäft die Inspiration über zu beiten, als den Plan, als radikal? Ja, wie gesagt, aber ich hatte es im Gerät mit den Taten, noch in den frühen 2000er, wenn ist geworden, ein bisschen zu schwach zu arbeiten auf dem Projekt. Im Gerät wegen dem, ich habe ihm gesagt, es ist ein bisschen kompliziert, wir wollen ein Wertebuch. Wir werden nicht wollen sitzen, sei mit Weihnacht, sei mit dem Zigob. Hat es gesehen wie ein Zigob. Und ich habe manchmal geholfen, es ist eine gekommene Zeit auf ein neues Wertebuch. Damals ist es gewesen 30 Jahre, 32 Jahre sind Weihnachtswertebücher so raus. Inzwischen gewesen, der Zeit ist gekommen auf ein neues Wertebuch. Wie gesagt, wir das im Gerät, und hat gesagt, du willst das Hingewinterheit. Aber ich nehme ein randomal Wertebuch, Hebräisch, Englisch-Hebräisch, ein Keschener Wertebuch. Pushen zu sehen, wo sind die Werte, was darf man ran in ein Wertebuch. In jene Werte, was haben sich gefunden in jene Wertebuch, habe ich herangenommen, weil das ist, also ist ein Chotsch, so Chalapuch ist ein Keschener Wertebuch, nicht kein Arimnehmig Wertebuch. In also ist daran Werte wie Table und Chair und also weiter, was das wollte man nicht gefunden beim Taten. Einer von unseren Stützers, wo es sich vielleicht übergeben, wie sie halt mit dem Projekt in welchen Perioden, hat gehabt ein Termin, für den sie gesagt, I want one-stop shopping. Das heißt, sie will nicht davon sitzen, mit 3 Wertebüchern zu gewinnen an Wort. Sie will ein Wertebücher, wie man kein gewinnen, das es bedarf. Und das hat ihn sehr inspiriert. Bekitze, ich habe geschöpfte Werte von dem Englisch-Hebräischen. Und versteht sich in einem Englisch-Hebräischen Wertebuch, gefunden man hebräische Werte, wo es gefunden sich echt auf Luschen-Koidisch, auf Jiddisch. Es hat echt sie geholfen in dem Sinne. Und noch, das ist sie gekommen zu der Terminologie. Und nachdem sind ein paar sie gekommen Werte, wo es sind rausgewachsen von Fragen, was man gefragt, von dem jiddischlige Projekt, wie sagt man auf Jiddisch, was ist umgegangen etliche Jahre lang. In Werte, wo es Menschen haben gefragt, wie sagt man auf Jiddisch? Und man hat gesiegt, und zum Teil hat man gefunden. Und zum Teil hat man gedacht, sie trachten, das speziell die modernen Werte, die Werte für Technologie und so weiter. Und es ist gewachsen und gewachsen und gewachsen, bis es geworden ein Wertebuch von 83.000 Werte. Seit Michael, sehe ich in dem Wörterbuch als One-Stop Shopping das Einkaufen als in einem.
Bravo. Da redet sich nicht wegen Einkaufen als in einem, sondern wegen Nachgucken als in einem. Und nicht haben sie der Hand. Haben sie der Hand, ja. Etliche Wörterbücher. Wo ist einem? Ich steh wie ein Bettler bei jedem Teuer und bettel ein bisschen. Zu lieb begrenzte Zeit, weil müssen wir verändigen mit dem Auszug von längeren Schmus, was wir haben gehalten. Dank Josef und David Brown. Ich will euch ermahnen, als ihr kennt, hören kommt alle unsere letzten Programme von den letzten, lassen wir sagen, 2 Jahren auf unser Podcast, was ihr könnt finden zwischendurch, ein Link dazu bei unserer Webseite jiddishvoice.com. Ist wendet sich zu dem und kommt zurück. Über 8 Tage wird Hanoi haben. Es wird sein nicht so technisch und langweilig wegen der technischen Probleme. Es wird sein sehr große Vergnügen. Game Show, also Spiel auf der Radio für lebendig Neuland, was versteht Jiddisch, mit David Brown bei meiner Seite und mit die 2 Mevinem, Gittel und Herschel. Und noch 2 Mevinem, einer von Boston, Chaim Bachner, der Mitchefredakteur von dem Jiddisch-Englisch-Wörterbuch, was ist heraus mit ein paar Jahren zurück. Und noch ein Gast, was ist eine neue Stimme auf unser Programm, das ist Shimon Neiberg, Redakteur von etlichen Wörterbüchern, wohnt in Deutschland, in Trier, Deutschland. Und mit noch einer Sache, gewaltig talentierte Gast, ihr werdet Hanoi haben. Ich garantiere das. Ich will alles erklären, über 8 Tage wird allein hören. Es ist derweil, wir schließen mit Casco Bay Tumler. Dank von Herrn, Dank noch einmal Mottel Mordecai Murstein für seinen Zugabe mit seinem übergesetzten Lied von Polish. Und Dank noch einmal David, Josef, Gittel und Herschel. Dank euch für Zuhören. Das dazu nach mehr David, hört das jiddische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Gute Nacht.